Gelegenheid hier voor Ihnen te sagen, oh ja, ik heb hier een technologie te gebruiken. Schafft dat? Oké. So. Jo, ich freue mich hier mit Ihnen zu sein, weil wir uns zuerst ans Haupt neigen zum Gebet. Gott, wir kommen vor dir von dir, Marius, und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns gut bist. Gott, ich frage, musst du uns deine Weisheit geben, von der musst du uns wiesen in dein Wort, wo können wir die besser ehren? Von wir die all ehren, wo können wir dort noch schärfer merken? Gott, wo können wir die ehren? Wir wollen die ehren. Die hast so viel für uns zu tun. Wir wollen uns ihr die geben. Gott, ich frage, musst du mich helfen, zu sehen zu tun, dass die musst durch mich reden. Dankeschön, in Jesu Namen. Amen. Gut, nie habe ich vielleicht die Antwort all gegeben für die Frau, die ich gestellt habe, für diese Thema von dir. Die Frau ist, was do ich ehren? Wo gebe ich mein Ehe hin? Wir haben alle eine Ehe, was wir geben können. Und wo geben wir das? Na, das ist ganz klar, wo wir das sollen geben, aber wo do wir das geben? Naja, der Thema Vers ist in Sprüche, Kapitel 3, in Vers 9. Wenn die Bibel in Hand, dann kann ich damit durchdrehen. Ihr dem Herrn mit was du hast, im Opfer, das erste Port von all deinen Enden. Ehre den Herrn von deinem Gut und von deinen Erstlingen all deines Einkommens. Alles, was wir haben, soll wir Gott damit ehren. So, was bedeutet das? Was meint das? Na, auf Englisch sagen wir, put your money where your mouth is, right? Dann will die Geld durchstellen, wo die verteilt. Aber wir wollen vielleicht von der Timer und von der ersten Vers, dann glaube ich vielleicht, ich will nicht eben bloß von $10 reden, aber wir wollen nicht so viel von dort. Aber einige Menschen sagen, die $10 wir bloß von Alten Testament. Abraham gab jedoch ein $10 zu den König Melchisedek in 1. Mose 14, Vers 18 bis 20. Die Rede von Abraham gab ein $10 zu den König, whatever am wir. In Jesus aber sehen Menschen sein, dass ein alttestamentlicher denkt, das hat nicht mit dem Neuen Testament zu tun, aber bloß ein klein bisschen hier, das vielleicht ein kleiner Husenstich, aber weil wir in Matthäus 23, Vers 23 haben, das sagt, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet die Minze, Dill und Kümmel und lasst da hinten das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies soll man tun und jenes nicht lassen. Und jenes nicht lassen. Auf Englisch heißt es ein bisschen klarer. Er sagt, das erste Part hat nicht so hängen lassen, aber die wichtigen Dinge, das ist noch viel wichtiger. Reicht Rechten, reicht Gnuden, vergeben, und barmherzig sein zu den Über. Gnädig sein, das ist viel wichtiger. Die Dinge sind viel wichtiger als die $10 geben. Aber Jesus sagt da noch, dort hat ihr nicht so hängen lassen. Das Gute, das ihr dort getan habt, das soll ihr nicht hängen lassen. Aber diese anderen Dinge sind viel wichtiger als dort. So wir sollen Gott ehren mit alles, was wir haben und alles, wo wir gratis wollen. Alles, wo wir mehr wollen. Alles, was in uns mehr besser wird, das soll wir Gott ehren damit. So was kann das bedeuten? Ich weiß nicht, wisst ihr, warum die Dinge dann andachen? Ich kann eine Frau. Ich brauche nicht antworten, aber wer weiß, was das ist? Okay, und was ist das nächste? Oh, von Ihnen nicht wel schaffen, das ist okay. Das soll bloß ein Punkt sein. Okay, un momento. Okay, sehr gut. So, diese zwei Dinge. Wer weiß, was das ist? Nicht ein bisschen klarer zu sein, nicht? Ich hatte einmal einen Lehrer in der Kirchschule und er wollte einmal einen kleinen Punkt steht an einer Wandtafel. Und er fragte die ganze Klasse. Wir waren am Anfang von der Klasse und die Klasse war immer mit Arrüch und wollte nicht viel tarchen. So dann dachte er immer erst, was Spaß am Anfang, um alle Menschen ihre Aufmerksamkeit durchdrehen, wo er das will. So, hey, muss einmal einen kleinen Text an der Wand.
Und das wie ein Kurs von Chemikers. Wir sollen von Chemikers lernen. Was passiert von einer Gasoline mit dit tauperiert oder von einer Wuter mit dit tauperiert und all so eine Dinge. Eine interessante, feine Klasse gleich. Da muss Anfang kein Mutter immer einen Tux bewohnt. Und sagt, was ist das? Was bedeutet das Tux? Und wir haben lang, ich weiß nicht, vielleicht 10 Minuten gestritten, was das soll sein. Wir haben alle Sachen lange Antworten. Das ist der Anfang von das Chemiker. Von das mit das, was Taub dann haftet, ein großer Baum, dann wird es abdeveren. Oder das ist der Anfang von das. Und alle Sachen, lange Erklärungen. Und er lacht und dann auf einmal sagt er, no. Dann muss er das Bild vor sich, dann, das wir ein Eau von seinen Miets. Er muss dann seinen Miets tun. Und sagt, so, das wir meine Miets. Das wird das wie die Eau von den Miets. Aber das ist nicht die Eau von Miets. Das ist ein Punkt. Gut. Leute, wo wir zurückkommen zu das. So. Was sind die Dinge? Wenn wir denken an Gott ehren, dann denken wir vielleicht an bloß an so eine Dinge. Na, ich komme Sonntag zur Kirche, ich tue zum Gott ehren. Ich gebe von dort, was Gott mir einjagt, von Geld, ich gebe dort. Ich gebe ein bisschen Zeit hier und da. Aber wo do wir Gott ehren? Well, dann, weil wir noch andere Themen ein klein bisschen ankicken, was bedeutet dort von der 2. Mose, Kapitel 20, Vers 12 sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das ihr, der Herr, dein Gott, gibt. So, was bedeutet, wo können wir unsere Eltern ehren? In Epheser 6, Vers 1, das sagt, Kinder sollen nicht Kinder gehorsam sein in Herrn. So, das ist ganz klar, was das meint, gehorsam zu sein, nicht? Na, wenn ich sage, Darius, nie gehen in die Stufe im Riemel ab. Das ist ganz klar. Gehorsam meint, er wird abstufen von dort, was er tut. Er wird hineingehen. Und er wird nicht, oh, aber Dad, ich will nicht. Er wird nicht so dort. Er wird hineingehen, er wird schaftig sein. I mean, das, was ich im Bild habe, das, was Gehorsam meint. Nicht, dass er bloß feiten rauf und hängen rauf und feiten es dort rutschen und er geht hinein und er tut, was ich will. No, Gehorsam zu mir meint, okay, Dad, das, was ich will, ich tun. Hineingehen und dort tun. Das ist Gehorsam. Harchen, dort tun, was einer fragt. So, wo kann einer dann ehren? Sorry, nicht habe ich ein bisschen zu weit geredet. Gehorsam wird bloß sein, abstehen und hineingehen und dort tun. Aber er kann mir Gehorsam sein und nicht ehren, von er es dort hineingeht. Er ist Gehorsam, boah, Dad, warum muss ich immer dort tun, was die weiß? Ich will ja nicht, was die weiß, aber ich tue dort wenigstens. Er ist Gehorsam, ich weiß, aber er hat mich nicht geirrt. Aber wenn er sagt, Daddy, die ist so viel für mich, ich weiß die best mir gut, ich bin die auch gut, ich will die Gehorsam sein. Nie habe er mich geirrt und mir auch Gehorsam gewasst. Großer Unterschied, nicht? Ich denke, wofür sind ich Gehorsam gewasst zu meinen Eltern, aber ich habe nicht geirrt. Sure, Dad, ich würde groß haben. Ich würde Steine nicht abheben, muss sein, dass die groß haben 2 Jahre, dann brauche ich nächste Weg vielleicht nicht groß haben. No, so euch sind ich nicht gewasst. Aber so eine Gedanken habe ich geführt, ja. Geirrt, nicht immer. Auch nicht immer Gehorsam gewasst. Aber eine Ehe, dort wahrlich zu sein, dort jankern, ich will mit meinen Eltern taub sein, das ist eine Ehe. Ich denke dann von, Kinder, die wussten, die waren gerade, und von den Graten waren, die wollen noch mal mit einer Freundin sein, und das ist gut, und das ist normal, das so es soll sein. Aber ich denke dann auch mal an, von wie erst wir taub sein und die Kinder mit ihrer Freundin gespielt haben, und auf einmal kommt ein von meinen Kindern und sagt sich auf meine Schautel und will bloß ein bisschen mit mir sein. Ich fühle geirrt. Die haben mit ihrer Freundin Bieten spielen, erst was tun, und ihnen steht dort, der kommt und sagt auf meine Schautel, das ist für meine Ehe. Ich fühle mich geirrt dadurch. Wir können unsere Eltern ehren mit einer Janke haben, mit ihnen taub zu sein. Das ist eine Ehe für unsere Kinder, von wie sagen, wie wollen mit die taub sein von dir? Mit unseren Kindern, ich will mit meinen Kindern taub sein von dir. Das ehrt end. Und das lehrt end, wo sie können uns ehren. Aber das ist nicht bloß mit Tiet, das ist bloß ein Beispiel. Naja, meine früher als nie nicht gebannt, nie wo ich schwinde, in das Time an hab's ein Eis zurückkommt. Ich würde übrigens krass so Dries reden von solchen Band, wie es das ist okay. Epheser 4, Vers 22 sagt, die Weiber seien untertan ihren Männern aus dem Herrn. Und wenn wir den ganzen Abschnitt würden lesen, wir wollen nicht von dir, aber von 22 ganz bis 33, du hast gesagt, doch auch ihr
Ja, ein jeglicher habe lieb sein Weib als sich selbst, das Weib aber fürchte den Mann. Ich wollte ein Plottichen auch diese Hand drehen. Ich sehe in der Plottische Bibel noch nicht ganz so sehr bekannt und einmal dann hübsch die, hafte die Bibel nicht, dass die so sein. Aber so gut. Okay, 22 sagte so, in die Frühes seid jene Männer so ungedun, als die dem Herrn sind. En dan ganze Abschnitt, Bad 33, von die Wahlen Abschiebenigkeit, das Luther even lesen. Aber allemal, die Männer sollen jene Frühes ruhig so gut sein als jene selbst, und die Frühes sollen so sein, dass sie ihre Männer achten. Sollen die Männer achten. In Titus 2, Vers 5 sagt, dass Frühes sollen ihre eine Männer gehorsam sein. Und dort gibt das Bild, nicht een andere man ongedaan. Niet een andere man gehoorzaam zijn. Dat traf vroeger zoals die een man gehoorzaam zijn. Nou, ik wil niet te veel in een woorden bedienen, dat wings einzige Besatzungen zijn, niet gehoorzaam, einzige zijn, ongedaan, einzige zijn, respecten, wat immer. So, ik wil niet te zeggen opkomen, dat jeder denkt wat man zegt, dat mijn vroeger niet ran hups. Van de man zei hups, dan van de eerste lafbest, dan vragen wo hier zal ik hupsen? Nou, dat is niet wat ik wilde met zijn. Niks van zo'n. Dat is niet dat die vroeger maar een ongeren duim zijn en zo, niet weitgehend. Die worden niet onder mijn controle. Niks van zo'n. Du moet lief, du moet respect zijn. Maar wat bedoelt dat dan? Ik geloof de grote waarheid hierbij is, vroeger zie je mannen ongedaan. Harcht ne die. Harcht niet wat deze andere vrouw er man deed. Of wat hij zegt te zijn vrouw. Harcht niet te zo'n. Harcht te die een man. Ik wil bloos zeggen, wie in de tijd in ons ehe, wo meine vrouw wollte andere mannen harchen. Und dort wir seien ammerlich. Wir seien ammerlich. Aber Gott sei Dank, hij heeft mij wezen gegeven, wings ik dat meine vrouw niet zo leven als ik had zult. Ik schubst er voor mij voort, dat ze niet wollte mij harchen. Ze wilde niet mijn ideeën onhören. Ik schubst er voort, wie meine schuld. Ik wil niet de leren wat ik had zult zijn. Gott sei Dank, hij heeft mij kunnen wezen dat ik zal boete doen. Ik doe nog immer, ik leer nog immer. Aber ons ehe is van de beter dat het jemals eigen was is. En ik dank God daarvoor. En een grote pot is, van ik mijn vrouw zo lief, als God mij geleefd heeft, hij heeft zijn leven. Zijn zijn en zijn leven. Jij heeft voor mij, zo goed wie hij mij. Van ik mijn vrouw zo goed zijn, waarom wordt zij wel in anderen harten? Vroeger, je weet niet wat van de weide dat deed, van je zijn, nou ja, maar dit man, hij zegt zo dit, waarom deed hij niet zo stij? Dat deed er nog wij geven. Einmal fehlt an so Dinge, ja, von wie bieden Streck und dann fehlt an so Dinge, zum uns Tragwiesen. Wo von dem Mann gut ist, dann früher sagt, wo die waren Frauen, red nicht so dort, hart ihnen Mann. Gut. Na ja, dann Mann, dann habe ich doch live für ihnen früher, so dass Gott für uns live gehört hat. Du hast ein Seminar, wo viele nach vorne tun, das heißt live in Respekt. En ik wil zeggen, als ik het eerste moet van dat hier, ik wil ganz de jeng, zo zei als ik de jeng kan zijn. Wings, eerste persoon erklärt te mij zoals dit. Hij zei, die vrouw brukt die niet lief aan, die brukt die keine lief aan, maar zij zal die respecten. En die brukt geen respect aan voor die vrouw, die brukt haar bloos goud zijn, met haar lief aan. En ik zei, nou, van dat alles is, dan wil ik niks van dat. En dat is niet wat die seminar is. Dat is lang niet zo dat. Ik geloof dat is goud en ik wil het ondersteunen. Aber das wies bloß der Unterschied zwischen Männer und Früh und zwischen dort, was Gott zu dem Mann gesagt hat und was er zu der Früh gesagt hat. Männer, wie sollen unsere Früh so gut sein? So gut sein, dass andere Menschen würden kicken und sagen, wow, die beste deine Früh gut. Dass die Nubers würden kicken, so ist die für deine Früh? Oh, die muss deine Früh aber sehr gut sein. So soll das sein. Das soll ein Bild sein für das ewige Port von der Welt, dass wir unsere Früher so gut sind, dass die würden sagen, die Christen haben ein Ding für sich haben sehr reich. Die gleichen ihre Früher. Das soll ein Bild sein. Das soll ein von den Dingen, was die Welt soll sein von uns. Und früher, wie sollen die Männer Dinge tun sein? Respekt wiesen. So die Person, die wel Respekt kriegen von einer anderen Person, die muss erst die Person live in Respekt auch wiesen. Anders wo kann er sagen, ich verlange das von dir, die sollst mir das auch geben.
Dort als die Person seine Abgabe, wo der Respekt will. Die muss dort auch ihr Leben in Respekt geben, er dort wirklich wird kein verlangen. Und die wird ein Leben gewesen haben von einer anderen Person, die wird sagen, ihr Leben in Respekt zu der Person geben, von wo die dort auch will haben. Es ist interessant, nicht? Dat zum Beispiel, wat kam eerst? De Heine oder de Er? Ich weiß nicht, wann der erste kam. Aber ich meine früh leben da und Gott sein und sie soll mir leben respekten. So dat, wer soll erst? Na, ich würde sagen, der Mann soll erst. Das ist, was ich würde sagen, der Mann soll erst. Aber die Frau soll so denken, sie soll erst. Aber zum Mann, ich will ihnen sagen, die sollen erst. Die sollen den Anfang merken. Na, warum? Wenn Gott merkt die Anfang bei uns. Er fängt an. 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, na, uns, wir leben Gott, wenn er uns erst gelebt hat. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er fängt dort an. Er merkt den Anfang. Und dann so wie auch. Männer, wir sind Männer. Männer machen was tun. Je kann nicht bloß auf der Bank sitzen und fahrt worden und harchen und nichts tun. Je machen was tun. Du musst was tun. Live, von das so wirklich live sein, das muss gewesen. Du musst was sein, das zu beweisen ist, du hast live. Bloß einmal sagen, ja, früh, ich live die, ich sehe nicht gut. Aber keinmal was tun, das ist nicht live. Das ist nicht live. Das ist ein Wert und das ist ein Lehrnis. Für die wirklich live ist, du musst was passieren. Du kannst nicht anders live sein, als von dem was passiert. Du musst was passieren. Gott fängt an. Die Vers, was wir alle so gut weit, nicht? Johannes 3, 16. Wenn's Gott die Welt so gut wie, er jäuf ihn sehen. Er jäuf, wenn's er hat live. Von wie live haben wir, wir was geben. In 2. Mose 20, von Vers 1 bis 11, kriegt Pfarrer dort, wo es sagt, Kinder sollen nicht Eltern ehren, kriegt Pfarrer dort, der erste Part von den 10 Geboten, der redet davon, Nummer 1, wir sollen nicht andere Götter haben, boven Gott. Wir sollen Gott ehren, dass er Nummer 1 ist in uns Leben. Aber dann habe ich eine Frage, von Gott Nummer 1 ist, und der ist bloß wirklich ein Gott, kann er dann das, wo erst eine andere Götter noch hinstellen? So mit der eine Gebot, Gott hat gesagt, du kannst keinen anderen Gott haben. Ich bin der Einzige und ich soll Nummer 1 sein. So das ist ganz klar. Wir müssen Gott ehren mit keinem anderen Götter in uns Leben haben. Das ist ein Weg, wo wir können Gott ehren. Er muss Nummer 1 sein. In Matthäus 22 von Vers 36 bis 39, die werden oft gut. Er kam zu Jesus und fragt, was ist der größte Gesetz, der größte Gebot, der wichtigste Gebot? Was ist das? Und Jesus sagt, na, als ich das erste Mal das las, ich dachte, na ja, wohnen von den Tieren, was Gott Moses gab, wohnen von den Tieren wollen das sein. Und ich stelle mir das auf her, als ich das gelesen habe, aber das wird nicht ein von den Tieren geboten, das wird andere Zwänge im Alten Testament finden. Aber Jesus sagt, der größte ist, Gott zu leben mit uns ganzen Hort, mit uns ganzen Verstand, mit all unserer Kraft, mit alles, was wir haben. Wir sagen, Gott Gott sein. So hier bleibt der Tiendel nicht ewig. Wenn wir sagen, ich gebe Gott den Tiendel für mein Hort, und ich gebe Gott den Tiendel für mein Verstand, und ich gebe Gott den Tiendel für meine Kraft, das ist nicht, was Jesus hier sagt. Er sagt, alles, uns ganze Hort, uns ganze Verstand, all unsere Kraft, alles, was wir haben. Und dann sollen wir uns nur so gut sein, als wir uns selbst sind. Das wird das Zweite. Der auf gut früh bloß vereint, aber Jesus ja führt 2 stark. Wenn sie wisst, Menschen fehlen dieser Bett. Menschen können nicht tun. Und das ist interessant, wenn die Antwort wird auf gut gesagt, und was ich da kriege, als von einer dieser beiden Dinge habe, dann weiß ich nicht, als einer erst, was mir in der Bibel wird fehlen, ewig bloß der Radungsplan. Ewig weiß ich nicht mehr. Von wie wirklich das würden tun, ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist, verstehe mich recht. Gott sein Wort ist motiviert sein, das ist zu ehren und das ist alles wichtig. Aber wir merken Fehler mit diesen 2 Dingen,
En dan helpt het even van de Bibel veel weniger, wings we doen dus de eerste 2 dingen niet werkelijk. Wings van wie Gott so sehr gut sein, so viel Leib haben, dass alles von uns Körper, uns Verstand, uns Hort, uns Kraft, alles Gott heeft ist, dann do wir bloß uit uns selbst, nicht uit uns selbst, uit dort, was Gott uns jaft, dann sagen wir gehorsam zu den Dingen, was Gott will haben. Das kommt dann uit Leib. Wings von mein Kind, von die mir gut ist und die will kriegt dort, was ich will haben, was die soll, dann brauche ich den nicht Teamel sein. Der ist, die weiß, dass ich gleich das nicht von dir am Dagen abknipsen und darauf hab's. Die weiß, dass ich gleich das nicht von dir so und das. Der braucht das nicht frei und der braucht das nicht einmal, der braucht das vielleicht einmal tun und dann würde das antworten. Als er mich so gut, er läuft mich so sehr, er will dort, aber er sagt, weißt du was, ich gleich die Dollar ist dort, was mir jankert, was bitte dienen wollen ist, so dort lud ich dann Tag. Ich war dort, was Beine dienen wollen ist, wenn ich dann sind die so gut. Und so wird es sein für uns, nicht? Wenn wir Gott wirklich so gut, so viel Leib haben, dann erst wird besiegt Gott sein Willen. Und es ist so Strom, es ist so Schmack. Wir glauben, ja, das will ich hier wollen tun. Ich will das. Aber Gott sagt, no, das bietet mein Willen. Dann sage ich bloß, na ja, ich sage die viel besser, ich habe die viel mehr Leib, als das Ding, was besiegt ist, dann lud ich dort Tag und dann will ich in den Willen bleiben. So, als eine Gehorsam uit Leib, uit der rechte Motiv. Dat driven wordt recht als zum Mensch Gehorsam mehr als dort Leib und dort ihr, was wir für Gott sollen haben. Van ik mijn Vater zijn levensgeschichte wordt vertalen en ik bloos voor de aanvang vertalen, ik word mijn Vater niet eeren. Van ik die bloos wordt zeggen dat ja, als ik gingen weer dan, die wordt verken daal en dingen wat niet mijn schuld weer, die weer te mijn schuld gerekend. Van ik wordt zeggen dat hij deed er nog veel, die bruine buddelen, hij gleicht die veel daal als mij. En hij brukt veel meer tijd en zo'n dingen, veel meer geld en al zo'n dingen staat. Van ik bloos doe wat abheren, dan heb ik dit niet geëerd. Dat is de waarheid, maar ik had het niet geëerd. Maar God sei Dank, mijn Vater vond Jezus. Jezus vond eer hij starf, 10 jaar, heeft mijn Vater voor Jezus geleefd. Wunderbare voorbeeld geweest. Grote dingen in zijn leven, und Gott heeft den van de vrije gemerkt, van drinken, van gambling en van, een lange rie, waar ik kan opnemen, maar ik word het niet van deel, maar een lange rie dingen. God riemt dat op in zijn leven, en dat is een wunderbare voorbeeld voor mij. Dat geeft mij, van de eerste dag, een beetje een zware tijd, dan denk ik bloos aan mijn papa, en waar God den geraad had, en waar God den geholpen had, en dat is van de eerste dag nog een grote ontspanning. Dat merkt mij moed. Dat helpt mij de nächsten Stap noch mal zu nehmen. Mein Papa ist ein Zeugnis, dort als dort, was Gott getan hat, und dort gibt mir Kraft und Mut. Und ich bin dankbar für das. In Offenbarung redet davon, die Zeugen, die sind in die Welt even gekommen, durch das Blut Jesus und durch die Kraft von ihrer Zeugnis. Und die Kraft von der Zeugnis, das ist wunderbar. Eeren. Ik doe mijn Vater ook eeren met die dingen wat hij me geleerd heeft, die in denk te houden. En die proberen weer te doen, dat wat hij me geleerd heeft. Die dingen wat hij gezegd heeft, die goede dingen, die in denk houden. Proberen die dingen wat niet zo goed weer en immer wieder auf te schieben en te vergeten. Vergeeft zijn die alle, aber einmal braucht das ein bisschen Zeit, das zu vergeten, nicht? Wir sind nicht so klug und so weise als Gott, weil er kann wählen, die Dinge zu vergeten. Oder nicht in Denken zu halten. Ich soll nicht sagen vergeten. Er kann wählen, die Dinge, die er nicht mehr in Denken halten. Die sind, was Jesus für uns vergeben hat. Nicht, dass er dort verjagt, weil er ist perfekt, aber er wählt sich selbst, dass er wird nicht mehr an so denken. Aber denken an die guten Dinge. Ich hatte diese Weg eine Gelegenheit, eine neue Nube kennenzulernen, was hängen uns in Huis gekauft haben, die eine neue Teambier, die zwischen uns her war. Und ich schaffte und sie jung wie du, die fuhren wenig rum und der Junge, der kam und unsere sie tun in den Feld und ich weiß nicht, was man auf Deutsch gesagt hat, almost haben sie ein Drillbit, den Feld ein Bett, haben den
zum die Tügen taubschreiben. Und ich kam dann an mich und früher hij können ein liehen, wenn ich sah, ich schraubte bieten, ich deed welche Dinge taubschreiben, ich hatte meine Drill, meine Schriftdrehte bieten und ich schraubte und almost ich sagte, ja, für sicher kostet das haben. Braucht dort einen Tag her, wenn einmal dir nicht mehr fehlt, dann kostet es zurückbringen. Kostet bloß hier so auf unser Deck ansaten, dann wollte ich das Leute holen, von ich nicht ram sein. Was einmal, das sind don't. Und dann früher habe ich dann ich sagte, die haben all lange schon 14 Bottle Wutter, ich habe kalte Wutter in der Fridge. Und er sagte, no, er sagte, den fehlt nicht Wutter, die wir nicht so darstig. Und wir verhalten ein klein bisschen wieder und dann sagt das erste Ding sagt fehlt die im Bayer, ich habe Roots Bayer gekriegt. Ich sagte, no, ich trinke so nicht, mir fehlt so nicht, ich habe Wutter. Und ich will mehr sagen, es dort, aber die will weichgehen und dann sagt er bloß, oh, das wir hier schät, dass ich das nicht deed. Nicht Bayer trinken deed. Und dann sagt er sagt bloß ein Ding, dass das alles, was er hier deed, das wir für seinen Führer. Er will seinen Führer ehren. Und er dreht die Vertal ganz rum und sagt, ich tue das, mein Führer halten, wenn ich will den ehren. Das ist immer so gut zu mir gewesen, dass ich jünger war. Ich will was Gutes für ihn tun. Und ich habe von dir abgegeben, ich würde ihn so getroffen. Ich bin ein bisschen hängelastig, oder hingekommen mit den Dingen, die ich heute so fertig kriege bei meiner Arbeit, und ich hatte es nicht fertig. Aber das habe ich mir abgegeben, zu meinem Papa einhalten, zu den Ehren. Und ich sehe bloß, dort wir wunderbar fern. Ich sehe, die was deine Eltern ehren. Das ist wunderbar. Und so soll das sein. Und ich sehe, dass ich würde noch gleich mehr mit denen reden, aber die wir busig. Ich glaube, die wissen, ich will was von Jesus vertellen, sei ran du busig die Furt, aber dass wir mir da und Luther dann habe ich vielleicht noch eine Gelegenheit. Das ist noch ein Weg, wo wir Gott ehren. Mit den Dingen, was er sagt, dürfen wir Respekt für haben. Einige Menschen sagen, das hat Gott sein Wort bin. Aber ich sage, das ist Gott sein Wort. Sie würden sagen, das sind welche Dinge hier bin, wo das ist nicht für uns. Das traf uns nicht. Das sind welche Dinge, das sind Fehler, das sind langere Dinge, würden welche Menschen sein. Und die muss klug genug sein, die muss Weisheit genug haben. Und die will schon sagen, beten. Und Gott wird die wiesen, wohnt Gott sein Wort ist und wohnt nicht. Und ich will sagen, dort sind Lehrnis. Das ist Gott sein Wort. Das ist Gott sein Wort. Von Anfang bis Ende. Können wir das glauben, dass Gott hat und sagt, der oder Welt gemerkt? Können wir das glauben? Wenn wir dort nicht glauben können, dann weiß ich nicht, dass wir das ewige Pott von der Bibel glauben können. Gott hat das gesagt. Wo ist das schwer zu glauben, dass von Gott sagt, Lut du Licht sein, dass dort nicht half 1 Million Jahre gedauert, aber das Licht anfängt zu scheinen. Warum wird das so schwer sein? Was half das 1 Million Jahre? Wer kann dort in einer Sekunde Licht anmerken? Ewings bloß die Switch anmerken, nicht? Aber wer kann ein Licht eben 1 Million Jahre auf einmal nicht fangen an zu dachen? Was wird spannend sein? Dort Luther Licht sein, erste Licht. Oder Luther Licht sein, 1 Million Jahre Luther, so, nicht erste. Was ist noch unterschied? Wer hat die Kraft, dort zu tun? Bloß Gott hat. Kann Gott dort Fuß tun, von er das sagt? Für sicher. Braucht das mehr Glauben, als zu glauben, dass es 1 Million Jahre gedauert hat? Nein, das ist ein Hosenstich, was ich nicht will nennen. Ich will von dir nicht von so reden. Aber was ist eine Anstellung, von wie zu der Bibel kommen, zu Gott im Wort kommen, von wie dort waren lesen? Was ist eine Anstellung? Glaube ich an Gott, ich will die ehren mit dort, was ich lese. Dort will ich die ehren mit dort, was ich gelesen oder was ich will lesen. In Englisch geschrieben steht, und ich würde proben von Englisch, was Plotdeutsch zu eben sagen, er sagt, in Verstand, was reit ist, jede Versprechung zu glauben, ohne Zweifel. In Verstand, was reit ist, und Hort, was reit ist, gehorsam zu sein, zu jeder Gebot, was einer du lässt. In Verstand, was reit ist, perfekt durchstehen, und du horchen, was immer Gott sein Willen ist, mit dort, was einer lässt, und Gott sein Wort. Das ist der einzige Weg, der einzige Weg, wo ein Mensch soll sich anstellen, einer zu der Bibel kommt zu lesen. Sein einer lässt. Was immer die für Versprechungen sind, die will ich glauben. Was immer Gott sagt, was ich soll tun, dort will ich gehorsam sein. Einer dort lässt. Das ist ein bisschen schwer, nicht? Wo wird einer dort tun, von einer so eine neue Arbeit anfangen, und die wird sagen, so, eigentlich die will sagen, was die sollst tun,
Als die will sein, was ich die will für einen Lohn geben, dann sollst du auch ja sein, die Wurst tun für den Preis. Das wird uns nur schwer vorkommen, nicht? Na, was von dem wird mich nicht nutzen? Was von dem wird mir so viel die Arbeit geben, ich will nicht in Haus kommen, ich will sterben? Was von dem wird so groß, oder vielleicht als es an Stoltheit, was von dem wird mir eine freundere Arbeit geben, das was ich kann tun, nie was ich das nicht kann tun? Und schwer sein, nicht? Aber so soll wir sein, von wie kommen zu Gott sein wird. Hier habe ich eine Frage, weil wir in Matthäus Kapitel 5 drehen. Kaum Buch wird, was von diesen Dingen, was Jesus gesagt hat, mit dargeht und erklärt und so eine Dinge ist das. Und ich fing daran zu lesen, und dann ging ich zu der Bibel und studiere dort. Und dann kam ich bei einer wunderbaren, ich dachte, das wäre eine wunderbare Offenbarung. Dann ging ich zurück nach der Bibel und dann wieder auch in der Bibel bin. So eine andere Person hat das auch gekriegt. Aber Gott sei Dank, das habe ich von der Bibel selbst gekriegt und nicht von der Bibel. Aber hier Matthäus 5, 17 bis 18. Das sagt, ich wollte das auf Hochdeutsch lesen und von der vierte wo ich das noch auf Plattdeutsch. Ihr sollt nicht weinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. So Jesus sagt, heißt nicht gekommen, dort gesagt, oder dort, wo die Propheten gesagt haben, dort zu zerstören, dort zu vernichten, heißt gekommen, dort zu erfüllen in seinem Leben. Jesus sagt ja ihremmal, ich doe keinmal dort, was ich selbst will, ich doe dort, was mein Vater will. Ich sage nicht, meine Ihnen wird, ich sage dir wird, was Gott, mein Vater, mir gibt. Das ist, was ich hier verteile, das ist, was ich hier sage. So hier sagt er, heißt gekommen, um dort erfüllen. Wisst ihr die zwei Bilder, die wir da haben? Und dann sagt er in der nächsten Vers, das sagt, denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe nach einem Titel von Gesetz, bis das es alles geschehe. Auf Englisch sagt es nicht ein Jot und nicht ein Titel. Ein Jot ist ein bisschen ein griechisches Wort, aber ein bisschen anders ist immer, oder von der nach wird ich gesagt worden, von der sagt eine Iota. Das erste Bild, dort wird ein bisschen ein L sitzt oder ein J oder was immer. Dort ist der kleinste Buchstabe in dem griechischen Alphabet. Das ist der ganz kleinste. So Jesus sagt hier, der ganz kleinste Letter, was in gesagt ist, nicht nur ein von drei worden vergeben. Nicht nur ein kleines Letter, nicht nur das kleinste. Dann noch mal der größere. Und dann ist so ein Punkt, das kriegst du wie von der würden bringen. Das ist ein Beat, wo ein Satz, das ist der ganz kleinste Punkt in Grammatik von einer Schrieben wird. Das ist der ganz kleinste Punkt in der englischen Grammatik und das ist in der griechischen auch so. Das ist ein kleiner Punkt. Und er sagt nicht nur einen von drei. Nicht eine Satz, nicht der Punkt am Ende wird verändert worden. Das wird nicht vergeben. Das wird alles krack so erfüllt worden, wie Gott das gesagt hat. Nicht nur das kleinste Ding wird verändert worden. Na ja, dann, was sagen wir dann? Euch das gesagt, nicht euch genug? No. Wir sind frei gemerkt von das Gesetz. Aber doch, dann freu dich mal, du hast einen Balance durch. Wir sind frei von dem Gesetz. Jesus hat uns frei gemerkt, das ist nicht, was ich oder die oder wir verdient haben. Jesus hat uns frei gemerkt, er hat uns geraten. Aber dann noch, das ist ganz klar, Jesus hat nicht verlangt, dass wir wollen am Ungeduld sein und gehorsam sein zu den Dingen, was er sagt. So das ist nicht, dass wir mit Gehorsam sein erst was vertun können oder gewinnen können, aber wir sollen wenigstens Gehorsam sein. Aber das meint nicht, erst was damit, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, was ich probiere zu sagen. Wir sind nicht irgendein gesagt wegen der Ratungsplan. Wir sind von Jesus frei gemerkt, er hat uns geraten, von wir uns umgleiben, dann hat er uns geraten. Das ist genug, das ist bloß genug, was uns geraten hat. Kein Mensch ist durch den Gesetz selig geworden. Nicht eine Person, mit dort, was er getan hat, nicht eine Person hat das könnt erreichen. Jesus allein. Und wie kennen der hier ist das klar? Gut, keine Braut oder sagt erst was, so dann wo ich wieder gehen. Well, von wir an das denken,
Jesus sagt, nicht nur der kleinste Buchstabe wird verändert worden. Aber dann, nur dort, dann kommen wir bei einer anderen Geschichte. Weil wir in Johannes Kapitel 8 drehen. Und hier will ich das auf Plattdeutsch lesen. Jesus aber ging einem Olivenboog. En tijdens Marius kwam hij waren im Tempel aan en al het volk kwam naar hem. Hij zat zich door en vong aan te leren. Dan brachten de Schriftgelehrten en Pharisäer eine Frau naar hem, die zij bij hem Ehebruch betroffen hadden. En als zij door in de maat heingesteld hadden, zeiden zij te hem, Lehrer, diese Frau wordt beim Ehebruch gegriffen. Moses heeft ons im Gesetz dort Gebot gegeven, zo'n Frau te steinigen. Wat sagst du dazu? En je braucht nicht de hand drehen, aber ich würde das ganz klar lesen. In 2. Mose 20, Vers 14 sagt es, du sollst nicht Ehe brechen. Das wird ganz klar, das wir ein von den Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht den Ehe brechen. Und in 3. Mose 20, Vers 10, das sagt, wer die Ehe bricht mit jemandes Weibe, der soll des Todes sterben. Beide, Ehebrecher und Ehebrecherin. Darum, dass mit seines nächsten Weibe die Ehe gebrochen hat. So hier wird ganz die Wahrheit, was Sie hier sehen. Das wir nicht lehnen ist, das wird die Wahrheit. Eine Person, die die Ehe bricht, von das wirklich, das als klar zu weiten, ja, die hat das getan, dann soll der gesteinigt werden. Die soll ihr Leben hingeben, Krieg durch. Das mein Fuß. So, hier haben sie die Wahrheit geredet. Und was sagen sie hier? Die kommen, die wollen Jesus auf den Probe stellen. Und was passiert hier? Wenn Jesus hat gesagt, nicht nur ein Buchstabe von Jesus wird vergehen. Er wird alles erfüllen. So, was passiert hier? Das sehen sie, um zu versiegen, dass sie in Isaac haben, um zu verklären. Aber Jesus backt sich bloß durch und schrieb mit dem Finger ab die Erde. Aber als sie anhielten, zu fragen, reichte er sich ab und sagte an, dem, wer von Kind ohne Sinn ist, lud den ersten Stein ab schmieden. Und dann backte er sich weiter durch und schrieb ab Erde. Als sie dort hielten, fangen sie beim Außen an und gingen einen um anderen Weg und leiten Jesus durch allein mit der Frau, die durch nach immer stund. So, was Jesus geschrieben hat, weiß ich nicht. Viele Menschen haben für Jahre gestritten, was er hat geschrieben, was er so am Horten gelegt hat, dem müssen du bloß fortgehen. Und dort wollte ich nicht probieren zu erklären, aber dort, was er sagt, der wird Unsinn, als Leute hier fort. Und dann sagt Jesus, reicht sich ab und sagt er, Früh, wo sind deine Verklärer? Habt ihr keine verdammt? Und sie sagt, Herr, nicht eine. Und Jesus sagt er, ich verdamme die auch nicht. Geh und sinn nicht mehr. Aber der Gesetz sagt, sie soll sterben. Jesus sagt, er wird nicht nur ein kleines Buchstabe, nicht nur ein kleines. Wenn ihr das nächste even drehen wollt, das Bild. Sorry, das habe ich vergessen, erst zu erklären. Das bloß erklärt bloß, dass beides in Griechischen, auch im Hebräischen Alphabet, sind die zwei Dinge, die sind die kleinsten Dinge in dem Alphabet und in der Grammatik. So, Jesus sagt, das sind in Griechischen, in Hebräischen nicht ein kleiner Buchstabe, nicht ein kleiner Grammatikpunkt, nicht ein Ding wird vergeben von Gesetz. Und ich komme da in Hand, die weiten sie aus und das ist sie genommen. Sie ist schuldig, ihr Leben zu geben. Und Jesus sagt, sie können fortgehen. Dat Jesus de Gesetz brechen? Dat hij dat ervaren? Dat hij dat wat hij zegt? Hier ist eine wunderbare Wahrheit. In 4. Mose 17, Vers 6, das sagt, all so Dinge müssen mit 2 oder 3 Zeugen bestimmt werden. Wofür Zeugen bleiben, als er erst dort geschrieben hat? Wofür Zeugen bleiben?
Bloß Jesus. Wenn er weiß alles, so er weiß, dass wir wirklich schuldig. Wir bloß ein Zeuge geblieben. So nun ihr sagt nu, er hat nicht könnt erstehen. Nun ihr sagt nu, wird er jeden gesagt, sie gehen han von her hat gesteinigt. Das wird dann jeden gesagt, sie wasen. Das wird für mich ein wunderbares Licht. Aber ich so ein großes Ding. Er will diese Freunde eine Gelegenheit geben, aber er weiß, er kann nicht gegen Gott sein Gesetz gehen. Das wird nicht möglich. Da wird er gesündigt haben. Aber diese Freunde will er Gnade geben. Aber dort deut er durch dort Gesetz. Ist das nicht wunderbar? Jesus braucht das Gesetz, um diese Freunde Gnade zu geben. Ist das nicht wunderbar? Für mich ist das ein wunderbares Licht. Gott kann dort brauchen, was er will, um die und mir Gnade geben. Aber wir müssen am Gehorsam sein, wir müssen am ehren mit dort, was er uns gibt. Wo einer wird kann, einen Tag ewig hier von so einer wunderbaren Dinge reden. Aber ich will ihm bloß Mut merken. Und so eine Dinge aus das. Wir kommen manchmal auf so eine Stelle, Gott sein Wort, und wir wissen nicht, na, das spielt sich so, das andere Ding widersprechen. Diese zwei Dinge, die passen bloß nicht taub. Aber weil wir nicht die Weg gehen, was Fehler gehen, und sagen, naja, dann muss es so sein, dass das hilft Gott sein Wort, das ist nicht Gott sein Wort, das schafft bloß nicht, das stimmt bloß nicht. Das sind zwei Dinge, die hier beiden sind, die können nicht taub sein. Weil wir leider sagen, Gott sein Wort ist perfekt, das ist vollkommen. Ich bin ein Mensch, der jetzt ist nie geboren, der verstand und der wollen, dass der sich ernähren durch Gott sein Wort, aber das ist noch nicht perfekt. So, das sind Dinge hier, die ich nicht verstehen kann. Aber ein Tag, entweder hier auf Erden oder im Himmel, dann, wo wir das klar sein können. Dann, wo wir können sagen, ja, so ist das Poster taub, man, aber warum heute das nicht können sein? Gott sein Wort ist perfekt. Gott ist perfekt. Weil wir uns dort ehren. Weil wir in Gott sein Wort deep nachdenken, dass wir so eine Dinge aus das fingen, wo wir noch wieder am ehren können. Ja, ich würde gerne 5 Stunden reden, aber ich würde dann von dir nicht. Sprüche 3, Vers 9 sagt, wir sollen Gott ehren mit alles, was wir haben. Alles, was wir haben. Da wir mit alles, was wir haben, ehren. Und ich da nicht mit dem Finger wiesen, wenn ich sage, dann wiesen 3 Träger mich. So die Frau traf mich auch. Da ich so ehren mit alles, was ich kann. Aber dort ist mein Gebet, dass ich wo du kommst. Weil wir uns abneigen zum Gebet. Gott, wir kommen fertig von dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass die, was gekommen auf Erden, dass Jesus gekommen ist und uns dort gewesen hat, dass wir können gehorsam sein. Wir können uns ungeduld merken zu dort, wo du gesagt hast. Gott, wir können dann und noch durch dein Wort Gnade wiesen. Gott, danke schön für dieses wunderbare Beispiel. Dieses wunderbare Lehren, was wir können von deinem Wort kriegen. Musst du uns Mut merken, musst du uns abwehren, dass wir können die ehren mit alles, was wir haben. Gott helft dir, dass wir uns Ehe mit unserer Familie, Kinder, der Eltern, und Eltern können Reich abstellen zu den Kindern. Gott, musst du helfen, dass wir können ihr, du geben, wo du traf. Gott, musst du uns als Männer die Gnade schenken, dass wir würden so eine Männer sein, dass wirklich so ein ihr Wort trafen. Helft ihr uns, dass wir würden für jeden fragen, wo das fehlt. Und Gott helft ihr uns, dass wir können fertig tun in deiner Gnade. Gott, wie Frau, muss uns sehen, von wie von hier gehen. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Dankeschön, verheißen.